ist eben ein bisschen traurig, was passiert. Der Lulu ist krank. Und der Robby wird zum Doktor. Dicke Schneeflocken tanzen vor dem Fenster und bedecken die Welt in ein weisses, stilles Kleid. Die Kinder schlafen wie immer fest in ihrem Bett und es ist die perfekte Zeit für ein Abenteuer. Aber heute fühlt sich der Lulu einfach nicht gut. Er fühlt sich nicht nach einer Nacht voller Spass. Er liegt schlapp in seinem Bett und schnuddert ein bisschen leisli vor sich her. Oh, Robby. Ich fühle mich ganz komisch, sagt er mit hängenden Öhrchen. Der fröhliche Robby sieht sofort, dass etwas nicht stimmt. Lulu, du siehst aus, als hätte der Wintervirus verwünscht, ruft er besorgt und hüpft schnell zum Lulu über. Miau, vielleicht habe ich eben zu lange im Schnee gespielt, als wir da draussen waren. Und jetzt bin ich schlapp und fühle mich ganz fröstelig. Der Robby schaut ernst rein. Das geht so nicht, Lulu. Du brauchst Hilfe. Zum Glück bin ich hier, der beste Doktor der Kuscheltiere. Miau, du, ein Doktor. Der Lulu wackelt mit seinen Ohren, als er das hört. Ja, sicher, klar, sagt der Robby. Ich mache dich im Nu wieder gesund. Ich pflege dich, denke, und meine Behandlungen sind unschlagbar. Vertrau mir nur. Robby seine lustigen Behandlungen. Ja, muss hören, wie der das macht. Miau, also gut, sagt der Lulu halt. Ja, was will er auch anders? Er ist ja froh, wenn sich jemand um ihn kümmert. Miau, aber was hast du jetzt vor, Dr. Robby? Der Robby springt begeistert los. Erste Behandlung. Lachtherapie. Und jetzt setzt er sein breiteste, tiefste Grinsen auf, streckt die Zunge raus und wackelt mit den Flossen. Und der Lulu kann nicht anders als einfach nur lachen. Siehst du, dein Lachen ist schon zurück. Aber wir sind noch nicht fertig. Miau, ja was jetzt? Fragt der Lulu und probiert, ein bisschen ernst zu bleiben. Ja, als nächstes kommt eine Kotzeli-Atemtherapie, verkündet der Robby triumphierend. Und bevor der Lulu protestieren und dagegen sein kann, kotzelt ihn der Robby mit seinen Flossen an den Pfoten aus. Und der Lulu windet sich vor Lachen. Robby, miau, hör auf, ich kann nicht mehr. Ja, Lachen ist, denke ich, die beste Medizin, sagt der Robby. Aber das ist noch nicht alles. Jetzt kommt noch meine neueste Erfindung, die Farbtherapie. Und der Robby holt ein farbiges Stoffband aus dem Ecken und bindet es um Lulus Kopf, wie ein Stirnband. Siehst du, jetzt bist du ein Lachkrieger, der gegen alle Winterviren kämpft. Der Lulu schüttelt den Kopf. Aber er muss zugeben, dass es ihm schon besser geht. Ja, aber jetzt kommt eben noch die Hauptbehandlung. Und jetzt, Lulu, jetzt kommt die wichtigste Behandlung. Ein heilender Kuschelschlaf, verkündet der Robby feierlich. Miau, ein Nickerli. Wie soll echt das helfen? Der Lulu schaut skeptisch rein. Ganz einfach. Das ist die berühmteste Fluffschlafkur.
sagt der Robby. Wir kuscheln uns zusammen und die Wärme und der Schlaf heilt alles. Der Robby schnappt sich ein Küssi und legt es ganz fein neben Lulu. Und die beiden kuscheln sich rein, währenddem die Schneeflocken weiter vor dem Fenster tanzen. Miau, aber Robby, murmelt der Lulu. Ich schlafe nur, wenn du mir eine Geschichte erzählst. Eine Geschichte? Kein Problem, mein lieber Freund. Der Robby grinset breit. Ich erzähle dir die Geschichte vom mutigen Roppendoktor. Der das Meer hat gerettet. Und währenddem der Robby mit leislicher, feiner, beruhigender Stimme erzählt, fallen am Lulu seine Augen zu. Und der kleine Roppendoktor, der heilt alle Fische mit einem riesigen Lachen auf dem Gesicht, flüstert der Robby. Der Lulu schläft tief und friedlich ein und der Robby döset bald selber auch weg. Ein zufriedenes Lächeln auf seinem Gesicht. Die beiden Kuscheltierchen träumen von warmen Frühlingswiesen und am Morgen sind sie wieder fit, bereit für neue Abenteuer mit ihren Kindern zu erleben.